Oh, ist ein bisschen laut gewesen. Salut! Grüezi wohl, meine Damen und Herren. Willkommen zu Metal Servala Nummer 25. Nummer 2 im Stall. Ich hoffe, wir tun heute nicht so viel rumhampeln. Nein, ich glaube nicht. Sonst kommen wir alle wieder Zuckungen über die Augen, wenn ihr uns zuschaut und nicht zulassen. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen mehr High Energy, wenn wir den Dings in der Hand haben. Was mega gut ist, weil wir sind vorher beide fast am Einschlafen gewesen, weil wir nicht pennt haben. Yes, genau. Ja, du mit 4-5 Stunden Schlaf bist mir tiptop fit. Also, was hast du gemacht? Sag jetzt nicht Podcast editiert. Nein. Gamed. Das Leben generell nicht im Griff. Gut. Ja, und für mich ist früh aufstehen. Ich kann nicht schlafen. El Toni, bitte sponsor uns, dass wir die nächste Podcast-Folge aufnehmen können. Yes, Saskia Wasser. Der Lidl. Egal, aber El Toni soll es. Jetzt können wir El Toni wieder taggen, nachher können sie uns wieder liken, die Sicher. Ja, voll. Ich meine, die sponsoren dir schon Taylor Swift's Factory Racing, oder? Ja, gut. Reden wir jetzt Sponsoren, wenn wir da nicht sagen. Wir einfach, sie haben sich erbarmt, nachdem wir sie lang genervt haben, dass sie uns einfach einen Kasten geschenkt haben. Oder schon? Ja, aber das stimmt doch. Das ist etwas anderes, hä? Wir müssen mehr nerven dann. Ja. Aber ja, es sind jetzt 2 Wochen wieder vergangen. Ich kann das Mikrofon anhängen, weil jeder Hardcore-Sänger. Ja, HC-Sänger sind wir da heute. Yeah, boy. Yes. Mühsam. Nein, aber ja, diese Woche wird speziell, weil wir haben bald wieder Gäste. Wir haben gefunden, hey, bis dann tun wir mal eine Podcast-Folge machen, wo wir ein bisschen schnurren, was alles in den 2 Wochen passiert ist, was wir gemacht haben, was jetzt kommt, ein paar Konzerte, Shoutouten. Hast du geteased, dass in der nächsten Podcast-Folge vielleicht Gäste kommen? Ja, maybe. Gäste innen, Alter. Gäste oder mehr als ein Gast. Vielleicht auch Gäste und Gäste. Gäste, yes. Das ist sicher eine nette Geste. Ja, ich glaube schon. Wann haben wir eigentlich den letzten Podcast aufgenommen? Vor 2 Wochen. Ist das vor Fluffy Machine oder nach Fluffy Machine gewesen? Vor Fluffy Machine, ja. Also über das müssen wir auch noch reden. Weil dort hast du vorher in Bülach gespielt und jetzt habe ich Matchbox Whispers 3 Wochen nacheinander, also 3-mal jedes Wochenende geschaut. Und dort eben nach dem Podcast war Fluffy Machine gewesen. Das stimmt, weil wir haben ja Werbung dafür gemacht, dass ich nicht Bass spiele und Andi von Wodio dafür Bass spielt. Genau, hat er übrigens super gemacht. Der hat Alter, Oli fucking King, also Wodio sowieso, King Band. Also die Boys... erzähl weiter, ich muss mir die Nase putzen. Easy. Wir lieben die Boys, ja. Das sind eine Horde knapp 20-Jährige. Mittlerweile sind es, glaube ich, gut 20. 2 davon sind... sehen nicht so gut, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Also ich weiss es nicht auswendig, auf jeden Fall sie sind sicher nicht, also sie sehen nicht, eigentlich macht das absolut nichts zur Sache. Das haben wir schon mal darüber geredet. Ja. Ist egal. Nein, es macht es einfach... Es macht einfach noch mehr Punk. Es ist einfach immer noch die einzige Punk-Band aus der Schweiz. Weil, wenn du die live gesehen hast, hast du nachher das Gefühl, dass es nichts mehr Punk ist. Ich meine, wenn du siehst, dass der Drummer war, mit dem blinden Stock im Moshpit reingeht, dann ist so, Bro, es ist einfach fucking hell, das ist Punk. Mehr Punk als das gibt es nicht. Ja, ich liebe es. Wir sind dann immer als Schlagzeug anführen und er sieht wirklich nichts. Dann sind wir das als Schlagzeug an tun und er läuft so an und so, und dann irgendwann noch so hockt er dort und dann hockt er dort, das ist einfach die grösste Maschine ever. Der Andi, wir haben dem Andi noch eine Setlist geschrieben. Ja. So, wir haben ja immer die Setlist mit unsere Setlists bestehen immer aus Emojis. Ja. Also, dass wir selber nicht rauskommen live. Und dann hat der Marc gedacht, er schreibt jetzt dem Andi noch eine Setlist in nicht Emoji-Form. Okay. Es ist völlig egal gewesen. Er hätte ja die Setlist in Emoji-Form anlegen, weil der Andi kann es nicht lesen von oben ab. Das ist so ein Krieger. Das wäre trotzdem jedes Mal fragen, welcher Song das kommt. Das ist so ein Krieger. Aber es ist wirklich geil. Es ist wirklich, der Andi hat das absolut geil gemacht. Ich konnte nicht Bass spielen, ich bin nur am Singen gewesen. Und es ist wirklich, also endlich mal hat Matchbox Whispers einen anständigen Bass gehabt. Ja, wirklich. Noch nie sind Matchbox Whispers so tight gewesen mit dem Bass. Muss schon sagen. Hey, also so schlecht bin ich jetzt nicht. He? Nein, du hast deine HC-Vocals... Spielen kann ich so schon. Du hast dann HC-Vocals Attitude gemacht. Ich habe dann ausgesehen wie ein HC-Sänger. Das war geil gewesen. Nein, aber vor allem, wir haben die beste Location von der Schweiz gefunden. Ja. Also, Hallenbar. Gut, es ist ja nicht eine offizielle Konzertlocation, es ist mehr so eine Privatkonzertlocation. Also ich sage es von meiner Perspektive. Weil plötzlich sagst du, ja, wir spielen das Konzert, Adresse bekommen wir per Privatnachricht. Ich so, alright, cool. So, ja, ist so eine Villa, wo einen Pool hat, wo abgedeckt worden ist und jetzt spielen die Konzerte dort. Und ich so, alright. Und dann kommen wir da hin und ich so, hä, wo ist der Scheiß? Schaust so rum, so, hä, wo Schwimmbad? Und gehst einfach, hey, eigentlich mega cool, mega gross. Ist
Leute haben praktisch auf dem Schwimmbad gespielt. Das ist eigentlich so abgedeckt mit der Holzplatte. Und ich weiss nicht, wie gut gesichert das ist. Hey, nein, es ist eigentlich, also das ist so ein Haus, wo eigentlich sollte abgerissen werden jetzt dann. Aber bis dort abgerissen wird, haben sich noch ein paar Punks dort eingemietet. Und in diesem Haus, das ist so ein normal grosses, kleines Häuschen eigentlich. Ja. Aber unten dran hat sich der Sieg, der reiche Wichser, der sich das Haus in den 70er Jahren gebaut hat einfach quasi noch. Es ist nicht ein Swimmingpool, es ist literally ein Schwimmbad. Es hat nämlich auch so Schwimmbad-Vibes von den Fenstern mit den Jalousien, die du runterladen ja, und allem. Definitiv. Und es hat einen Spa-Bereich. Der Spa-Bereich sind jetzt Duschen und jetzt ist so Dusche und WC und so. Aber es ist wirklich so das. Und der Boden von dem Schwimmbad ist einfach mit einer Holzplatte abgedeckt. Also sie haben dort schon hure viele Konzerte organisiert. Es hebt. Also es ist hebt. Bis jetzt. Es ist geil gewesen. Also ich bin noch nie, also weißt du, ich habe so gedacht, oh mein Gott, Punks besetzt die Hütte. Ist ja keine besetzte Hütte. Ja. Ist nicht besetzte Hütte. Aber darum ist es immerhin. Darum ist es eben quasi ein bisschen. Es ist keine öffentliche Konzertlocation, es ist auch kein öffentliches Konzert gewesen, es war eine Privatparty gewesen, also quasi eine Homeparty. Und ja, darum hast du auch quasi, darum gibt es auch keine Adresse. Ja, voll. PN, und das war lustig gewesen. Und dann haben wir dort quasi, wir sind angekommen, dann wir kommen jetzt und sagen uns Hoi, und es ist einfach super gewesen, sind wir reingekommen und dann so, also schau, da ist der Ort, wo ihr euch das Zeug anlegen könnt, da unten geht es dann in die Hallenbar. So, so die Stegen runter, weißt du, so in den Keller, und dort war dann das Schwimmbad gewesen. Und der Rest vom Haus war Backstage gewesen. Außer ihre Zimmer halt, ihre eigenen. Aber okay. Das war richtig nice gewesen. Also wirklich, vor allem noch nie habe ich so ein gut organisiertes Konzert gehabt. Wir sind um 5 Uhr dort angekommen, es heisst, wir müssen um 5 Uhr dort sein. Ja, sind da oder um 5:30, ich weiß nicht. 5 oder 6 Bands gewesen, oder? Sind schon. Also nein, wir haben um 5 Uhr haben wir Soundcheck gehabt, um 6 Uhr hätten wir angefangen zu spielen. Wir sind angekommen um 4:30 Uhr. Das Geisse hat, wir müssen um 4:30 Uhr dort sein. Ich weiß es nicht mehr so genau, oder wir müssen um 5 Uhr dort sein für den Soundcheck, I don't know. Auf jeden Fall, wir sind angekommen, dann hat es geheißen, ja, also da ist der Backstage, da könnt ihr nachher anschauen. Unten in der Bar wartet der Techniker. Sind wir runter, steht ein Techniker gestanden. Und gewartet, er sagt, ihr seid Matchbox Whisper. Wir sagen, ja voll. Er sagt, cool, einfach könnt ihr euch das Zeug aufstellen. Und wenn ihr fertig sind, schauen wir den Sound an. Dann haben wir euch das Zeug aufgestellt, er hat uns kurz geholfen. Wir haben, das ist so alles so einzelne Monitore, weißt du, so alte Monitore, die sie irgendwo gefunden haben, wahrscheinlich zusammengesetzt gewesen, zusammen organisiert, zusammengeschnipselt, irgendetwas. Und wahrscheinlich einfach, ja, es hat alles ausgesehen, es hat alles ein bisschen lotterig ausgesehen, es hat alles nicht so gut getönt, aber es hat alles funktioniert. Ich muss sagen, es hat schon, also weißt du, ich meine, der Monitor, den Silas und ich kannten, der hat einfach geroset und so, aber es hat einfach alles funktioniert und der Techniker hat gewusst, was er macht, und wir sind wirklich aufgestellt, kurz Soundcheckt, fertig gewesen. Ich habe noch nie so etwas Professionelles gesehen. Das war wirklich absolut geil gewesen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ist, weil es Schwimmbad gegeben, aber der Bass hat so richtig gewummert im Fall. Hey, kein Blassen, was du mit dem Bass gemacht hast. Ja, der Andi hat einfach einen anständigen Bass. Und das ist auch richtig sexy. Ja, das war wirklich einfach gut organisiert gewesen. Dann haben wir am 6 Uhr angefangen. Sie so, ja, es sind noch nicht so viele Leute da. Ich so, oh nein, jetzt kommt das, dass wir so irgendwann um 10 Uhr anfangen. Sie so, wir fangen am Viertel ab. Am Viertel ab sind so einigermaßen Leute gewesen. Und dann war es geil gewesen. Wir haben gespielt. Nach uns hat Vodou gespielt. Und dann habe ich einfach mal abgerissen. Nach Vodou hat. Der Andy hat einfach Doppelschicht gemacht. Der Andy hat eine Doppelschicht gemacht, den haben wir auf die Bühne gestellt bei uns und dann nachher wieder runtergeholt. Was haben wir noch gehabt? Dann nach Vodou hat auch Dings gespielt. Track the Liars Down. Das war auch sehr geil gewesen. Und der beste Fun Fact, Alter. Der Techniker kommt so zu uns: Hey, ihr sind ein Dings, von Jameson bestellt haben. Und ich so: Hä? Und dann war ich einfach so verwirrt gewesen, dass der Techniker, jetzt alle, die schon mal ein Konzert gespielt haben und einen Stage Rider abgegeben haben, der Techniker hat gesehen, dass er auf dem Stage Rider eine Flasche Jameson hat. Der hat eine Flasche Jameson organisiert und parat stehen gehabt für die Band, die gesagt hat, sie brauchen eine Flasche Jameson auf der Bühne. Alright. Fucking hell, oder? Und ja, dann war es nicht easy gewesen. Und nachher hat der Sänger von Track the Liars Down eigentlich, glaube keine Ansage gemacht, er hat einfach jedes Mal die ganze Zeit, einfach den Jameson abgegangen, hat sich glaube eine Flasche Jameson hintergeklopft, hat hure geil, das war stabil gewesen. Und nachher eine Fluffy Machine gespielt. Ja, das Fluffy Machine sind sexy im Fall. Also, ja, merci beaucoup à Fluffy Machine. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes super. Je t'aime and merci beaucoup pour jouer avec nous. Avec nous. Ouais. Avec moi, avec les gens. Scheißegal. Bisous.
Pour le roman, c'est la même chose. Nein, es war wirklich geil gewesen. Ich muss sagen, es hat mir recht. Also ich muss sagen, Ja, also, aber nachher haben wir Dings Ja. gespielt, White Dog Suicide. Ja, aber Das ist sick. ja, aber ich muss sagen, Du musst eine Fluffy Machine machen. Ja. genau, weil ich meine, Punk ist nicht wirklich so meins. Aber ich finde zum Beispiel euch cool. Ich finde Voodoo auch geil. Aber eher so wie ein Outsider, der nicht wirklich Punk los. Also ich bin auch so der Metal-Bruder, der einfach so mitführt und ich muss sagen, recht krassen Eindruck bekommen von Fluffy Machine. Erstens Full Performance, also so richtig stimmig gemacht. Ich habe so ein bisschen Kurt Cobain-Vibes bekommen vom Sänger. Also der ist schon sehr, sehr charismatisch gewesen, sehr gute Stimme, alle Töne getroffen. Und seine Gitarre ist sick, man, ich wollte die Gitarre. Oder ich glaube, hätte Nirvana einfach keine Depressionen gehabt, wäre es Fluffy Machine. Absolut, ja, definitiv. Und also richtig geil und deswegen habe ich mir ein T-Shirt geholt, weil jetzt ist voller Hundehaar. Aber ist das geiles, mein erster Longsleeve eigentlich, weil ich habe bis jetzt noch nie einen Longsleeve gehabt. Und als nächstes muss ich mir den Longsleeve Cancel holen, das ist fucking sick. Der Longsleeve sind Leben. Ja, let's go, fangen wir Longsleeve. Cancel Boys, wann spielen die wieder? Ricky braucht einen Longsleeve. Ja, also. Aber wir wissen wahrscheinlich, wenn sie wieder spielen. Ja, ich glaube, du ziehst immer einfach den Longsleeve für jedes Konzert. Beim ersten Konzert habe ich den Cancel Longsleeve angehabt, dann mich entschieden, dass er gut aussieht. Dann habe ich, weil, falls irgendein Gitarrist oder so einen Tipp hat, wie dass man es schafft, dass man nicht am Unterarm nachher alles aufgeripst und rot hat nach einem Gig. Oh, das habe ich noch nie gehabt. Darum habe ich Longsleeves an, weil ich einfach mir ständig meinen scheiß Unterarm aufreiße. Also, vielleicht sind es einfach die Haare, die ausgerupft werden oder so. Ja, wahrscheinlich, weil du so haarig bist. Ja. Also ich kenne im Fall Leute, die sind wesentlich haariger und die machen das nicht. Ja, aber vielleicht liegt es an dem ja viel mehr Haar. Aber auf jeden Fall, ich habe immer nachher da so am Unterarm so riesen rote Striemen nach einem Konzert, wenn ich keinen Longsleeve anhabe, weil ich irgendwie meinen Arm auf die Kante lege. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, darum habe ich Longsleeves an, wenn ich spiele. Aus dem Grund. Nicht, weil ich es geil finde. Sondern, okay, schon, weil ich es geil finde. Ja, ich habe gedacht, das ist ein Modestatement von dir. Ist auch schon ein bisschen mittlerweile ein Statement. Aber ja, das ist eigentlich wegen dem. Weil T-Shirt und einfach fucking Wristband sieht scheiße aus. Sieht aus, als ob du ins Gym gehst. Ich habe früher so eine lange aborted Dings gehabt. Ja, ich habe mal so ein Fullbeat Wristband angehabt, Ja. wo ich noch Fullbeat super geil gefunden habe. Ja, ist cool, wenn du 13 bist. Ja, ich bin glaube 20 gewesen, aber ist okay. Aber ja, nein, es ist cool gewesen. Und eben, White Dog Suicide hat nachher gespielt. Und dann habe ich eben nur ein paar Songs können hören und nachher habe ich verpisst, weil ich bin müde war. Zu viel Punkband für mich. Ricky plötzlich weg, Alter. Nein, ich bin kaputt gewesen und ich habe mich so erfahren. Von dem her, ja, aber es war geil gewesen. Also ich muss sagen, alle Bands sehr, sehr geil, gute Leistung gemacht. Der Ort war shit gewesen, Bier war billig gewesen. Bier und Stutz. Ja, ich kann nicht trinken, aber... Bands saufen gratis. Ja. Beste Leben, Alter. Ich habe während dem einen Song, weil ich nichts zu tun hatte, habe ich einfach 3 Shots und ein Bier bestellt. Ah, ja, stimmt. Dann irgendwie hat die Bars nicht richtig verstanden, glaube ich. Und dann habe ich gesehen, dass der Mischer, der geil sich so an der Bar gestanden ist, so, ist gut, ich habe es gehört. Ja, dann hat der Mischer für mich 3 Shots und ein Bier bestellt. Ich glaube, der Mischer ist der MVP von dem. Also, das ist alle sind MVP. Alle, die das organisiert haben in der Hallenbar, sind MVPs. Also es hat sogar, wie hat es geheißen, der Pissrine? Also der Pissrine gehabt. Der Ricky hat zum ersten Mal in seinem Leben eine Pissrine gesehen. Noch nie habe ich das gesehen, Mann. Ich weiss nicht, wie der Bub 29 geworden ist und noch nie eine Pissrine gesehen hat. Aber Pissrine. Erstes Mal. Gut, vielleicht sind Pissrine einfach so deutsches Kulturgut. Klar, das kann auch sein. Schon, ja. Aber nein, dort, wo wir sind surfen, hat es auch eine Pissrine gehabt. Das sind einfach, weißt du, die Pisswars, wo keine nicht einzelne Schüssel hat, sondern einfach so eine Rinne, wo du an die Wand schiffst und so. Aha, das schon, aber es ist ein fucking Dach gewesen. Ja, okay, es ist halt eine selber gebaute Pissrinne gewesen. Eben, okay. Ich glaube, das ist, ich habe gemeint, das ist so ein typisches deutsches Ding, weißt du, mit dem Dach-Dings. Nein. Okay. Nein, das ist der Amissi war so stolz auf seine Pissrinne. Dann habe ich es falsch verstanden. Das war aber auch eine gute Pissrinne. Ja, weil im Oktoberfest habe ich schon mal gesehen, ja, stimmt. Fuck, Alter, du bist schon mal am Oktoberfest. Nein, in Zürich, weißt du. Homeboy, du bist wesentlich mehr eingebürgert wie ich. Ich bin noch nie an einem Oktoberfest gewesen. Ach, ich will da nicht mehr. Niemals würde ich auch sagen, es gibt 2 Sachen in meinem Leben, die ich nicht mache. Malle und Oktoberfest. Obwohl ich muss sagen, die Band dort hat einen Camper gehabt. Weißt du, ja, okay, alle Bier am Suchen und ich am Schauen, so, alright, Camper, alright, cool, interessant für Schlager, ja. Ist versatil. Ja. Alter, ich schwör's dir, der einzige Ort, wo du als Band Geld machst, ist als so eine Festhütte. Ja, klar. Der Dömi von Safer als Breath haben mal die stabile Idee gehabt, dass wir eine Festhütte-Band gründet, um unsere Bands quer subventionieren.
Alright, ja, kann man machen. Das ist gut. Das war einfach so aus drei Metal-Bands so quasi die Musiker in einen Topf rührt. Ja. Und dann einfach so ein Set, so ein 2-Stunden-Set an Festhütten-Songs lernt. Ja. Und dann immer, wenn quasi wieder so ein Gig reinkommt, schaut, wer dann Zeit hat und dann spielst du einfach das Festhütten-Set. Genau. Und nachher tust du mit dem Geld, das gehst dann jeder von der Band, die quasi mitgemacht hat, das Geld tust du dann in die Bandkasse von der. So, wenn dann, ja, weil Alter, wenn du so einem Oktoberfest oder so spielst, dann kommst du locker einen Tausiger rüber, wenn du dort am Abend 1,5 Stunden spielst. Wahrscheinlich schon, Mann. Ja. Und Mindestens, ich meine. kannst du mir vorstellen. Ja. Und nachher, wenn du das vierte bist und dann machst du das so 3-mal, dann hat jeder so 300 Stutz in die Bandkasse gehört bei seiner eigenen Band. Das wäre gar nicht mal so eine dumme Idee. Oder wir könnten Nickelback Cover machen. Ich habe mit dem, wo ich mit dem Umi nachher ans Diesnaz-Konzert gefahren sind, haben wir die beste Idee gehabt. Du könntest eigentlich Local Bands brauchen zum Geld waschen. Weißt du, du organisierst die ganze Zeit so Ebri-Shows, wo so Bands spielen und danach kann eine Band einfach so 2000 Stutz Gagen auszahlt über. Keine Sau dort. Das Ebri, irgendwann kommst du so ins Ebri und alle Bands so, hey, wo können wir uns einen Nightliner anstellen, weißt du? Alle Local Bands. Also, das ist eine geniale Business-Idee, Mann. Ja, das Problem ist, du musst den Local Bands Geld dann halt einfach wieder wegnehmen, weil sonst ist es so nicht mehr dies. Aber ja, Geld waschen mit Local Bands, das wäre eine fucking gute Idee. Aber ja, du hast ja gesagt, Diesnaz bist du gesehen, oder? Ja. Erzähl mal. Genau. Ja, also wir sind eben, der Umi, der Martin, der Nico und ich sind ins Kiff, sind ins Sädel gefahren auf Luzern. Das ist ein Huren am Arsch aus, so ein Alter. Und ja, dort hat Diesnaz gespielt und ist von der Vorband, von der Schweizer Local Luzerner Vorband No Kings, No Slaves einfach böse an die Wand gespielt worden, Alter. Wirklich? Ja. Damn. Also ich bin eigentlich auch eher nur gegangen, weil ich No Kings, No Slaves gesehen und dachte, ich kann eh nichts Besseres tun am Dienstagabend. Gehen wir Luzern. Dann hast du gesehen, wir sind so wie Touris so zu Luzern rumgelaufen, haben so Touri-Fotos gemacht. Das war geil gewesen. Und ja, also No Kings, No Slaves ist einfach so wirklich geil gewesen. Die sind nach ihrem Hiatus, Pause, sind sie wieder back. Alright. Sind sie zurückgekommen, haben einfach eine Show gespielt und es hat einfach, also es ist wirklich so richtig geiler, roher Metalcore. So schön, richtig so, so. Alright, ja. Geil. Und also ich habe sie wirklich, einiges besser gefunden als Diesnaz. Krass, alright. Diesnaz hat so ein bisschen wie gewirkt, als ob ihre besten Zeiten wirklich hinter sich sind. Ah, okay. Ja, das ist möglich. Das war schon geil gewesen. Diesnaz, es hat schon Spass gemacht, so ein bisschen Your fucking mother should have swallowed you mitschreien. aber so rein musikalisch hat dort No Kings, No Slaves wirklich, also Diesnaz komplett genmanipuliert und an die Wand geklatscht. Das war wirklich nice gewesen. Allerdings, ein Sädel haben wir früher mit Whiteout probiert. Ah! Das ist wirklich am Arsch der Welt. Es ist am Arsch der Welt, Alter. Ja, ohne Auto kommst du nicht an. Wir sind mit dem Zug gegangen. Ich bin mit dem ÖV gegangen. Homie, wie bist du mit dem ÖV nachher dort rauf? Ja, du hast... Du hast eine Bushaltestelle, die etwa 20 Minuten weg ist. Genau, und dort hast du laufen mit dem Camper und Gitarrenkoffer. Und ja, es war ein Pain gewesen, Mann. Also ich bin froh, jetzt habe ich das Auto. Aber ja, jetzt bei mir Altstädte von dem. Nicht mehr Sädel, zum Glück. Alter, also... Es ist geil. Ein Sädel, ich muss mir vorstellen, es ist so ein altes, irgendetwas, keine Ahnung, Fabrikgebäude. Nein, es ist alte Frauen. Ja, warte, right. ich habe weiter vorne angefangen mit der Geschichte. Alright. Es ist irgendetwas gewesen, ich weiß nicht mehr genau was. Dann ist es vom Staat aufgekauft worden. Der Staat hat also von Stadt Luzern oder vom Kanton Luzern oder Staat, ich weiß nicht mehr. Ja. Nachdem es aufgekauft worden ist, ist es zu einem Frauenknast gemacht worden. Genau. Nachdem es Frauenknast geschlossen worden ist irgendetwas gewesen und dann haben sie quasi einen Teil davon umbauen, dass dort Kulturschaffende in Luzern Bandräume und so mieten oder irgend so etwas. Und am Schluss haben sie eine ganze Hütte in das gemacht. Und das ist wirklich nice. Es hat auch immer geile Poster dort, das ist alles vollgeklebt, es hat so Jugendhaus-Vibes. Ja, das ist wirklich geil. Also einfach am Arsch von der Welt raus. Wirklich, ja. Aber dann, du hast ja einige Konzerte in den letzten 2 Wochen, Mann. Ich muss schnell schauen, ob das überhaupt alle waren, die ich da aufgeschrieben habe. Weil das war am Dienstag und dann ist am Donnerstag oder am Mittwoch ist... Mittwoch ist es, ja. Mittwoch war Strike Anywhere, gell? Glaub's. Ja, mal müsste eigentlich. Am Mittwoch dann Strike Anywhere mit Vorband Nofnog. No Fight, No Glory. Wieso auch immer, ich verstehe immer noch nicht, wieso dass sie sich nicht einfach No Fight, No Glory nennen. Es wäre nicht länger als zum Beispiel
Save Your Last Breath. Aha, ja, Oder genau. Ocean's 8 Alaska, die gottverdammte Hurensohn. Ich habe erst bis vor kurzem gewusst, dass No Fight No Glory heisst. Ja, Es war einfach ein No Knock gewesen. So Knock tönt einfach so weird. Es ist noch eine Punkband eigentlich. Ja, das ist schon. Es ist eigentlich schon ein perfekter Name für eine Punkband. Ja. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das Ding ist, also Strike Anywhere ist so, wenn ihr Musik wie Rise Against und Anti-Flag gut findet, dann hört Strike Anywhere, weil es ist richtig stabiler, guter Melodic Punk. Aber eben No Knock ist die Vorwand gewesen und wir reden jetzt über No Knock, weil die kommen aus der Schweiz. Yes. Und jetzt kommt es. Eigentlich, ich habe die Band an diesem Tag zum ersten Mal gesehen. Und eigentlich, rein theoretisch, so, ich habe jetzt im Nachhinein herausgefunden, hat Gott eigentlich, also Bela Farinrod, gibt ja nur einen Gott, sorry. Die haben eigentlich wollen, dass ich die Band schon viel früher einmal gesehen oder höre. Also gesehen habe ich sie schon viel früher. Weil, jetzt musst du hören, also wir sind ich rede ja alle 2 Tage darüber, dass ich mit Save Your Last Breath auf Kuba-Tour war. Ja. So, ich bin cool, ich bin jung und wild früher. Ein wilder Bursche gewesen. Dort hat der australische Singer-Songwriter, der mitgekommen ist, der Dane Overton. Ich weiss auch nicht, wie seine Band jetzt heisst, die neu gerade nicht auswendig, aber das ist schon ein geiles Sieg. Da könnte man eigentlich auch mal schnell irgendwann mal schauen, auch in der nächsten Episode oder so. Das ist wirklich ein geiler Hype. Und der hat gesagt, dass einer von seinen Homies ein Künstler ist. Und der geht immer in Hotels, geht Bilder von der Wand nehmen und malt irgendetwas hinter das Bild und hängt nachher das Bild wieder auf. Weil das ist das Perfect Crime. Das bekommt niemand mit über. Niemand kommt das mit über, weil niemand schaut hinter Hotelbilder. Ausser wenn irgendeiner mal hinter Hotelbilder schaut und dann so sieht so, lol, da hat sie das Bild. Und nachher, wer willst du bestrafen? Also kannst du ausser du bist der Erste in dem Hotelzimmer. Aber eben, auch dann, es wird ja nicht nach jedem Mal hinter dem Hotelzimmer Bild geputzt. Und dann sind wir bei dem im Zimmer gewesen, und er hat irgendwie geglaubt, ich weiß nicht, wir sind saufen gewesen, und dann hat er das Gefühl, wir haben keinen Stift, aber wir kleben einfach Stickers hinter Bilder. Dann haben wir so einen scheiß Bilderrahmen, so ein Bild weggenommen. Und hinter an dieser Wand hängt einfach ein verfickter No-Knock-Kleber. Was? Es ist einfach in Kuba, ohne Scheiß jetzt, ohne Gelogen. In Kuba haben wir das Hotelzimmerbild von der Wand genommen. Und es ist einfach ein No-Knock-Kleber dort gehangen. Alright. Das ist ja insane. Absolut geile Story. Und dann, das ist schon mal lustig. Eben, da hätte ich doch eigentlich schon mal sollen, als ich heimgekommen bin von Kuba, weil in Kuba hast du kein Internet gehabt, da habe ich nicht neue Bands hören. Dann hätte ich doch schon mal eigentlich sollen, als ich heimgekommen bin, No-Knock hören, oder? Ja, habe ich irgendwie vergessen. Ja. Dann, ein paar Jahre später, ich glaube dann 2 Jahre später, 2019, hatte ich WK gehabt, Militärdienst. Danke Ueli, oder wer auch immer jetzt der Chef ist. Auf jeden Fall sind wir dort in einem Kaff gewesen. Und ich habe das erst wieder im Nachhinein herausgefunden, dass das jetzt kommt, Achtung, oder? Der kommt, irgendwann sind wir wie uns im Übermittler-Materialmagazin am sensitives Material kontrollieren gewesen. A.k.a. wir haben da einfach, weil wir nicht trinken dürfen, auf dem Kasernenplatz haben wir uns bei uns im Materialmagazin, wo nur wir den Schlüssel haben, eingeschlossen, Bierli gesoffen und das einfach sensitives Material kontrollieren genannt. Cool. Dann bin ich schnell raus, weil ich halt noch aufs WC will oder so, und dann steht jetzt so am Gitter vor mir, wie die Bunkeranlagen sind ja immer abgeschlossen, oder? Steht dort am Gitter vor mir, stehen jetzt so 3 Dudes und ich denke mir so, Alter, wie kommen die da runter? So 3 Zivilisten, wir sind ein Militär gewesen, so 3 Zivilisten und ich so, oder ich weiß auch nicht, was 4 waren, aber ein paar Zivilisten da gestanden und ich so, wie kommen die da? What the fuck machen die da? Bin so zu ihnen angelaufen, weil irgendwie ich der Einzige bin, der draußen war, da mit noch ein paar, die den ersten Weg hatten, die so ein bisschen komisch geschaut haben und ich so, hey, sorry, was machen die da? So, weil du erwartest nicht, dass in deiner Anlage vom Militär plötzlich so zivile Leute, einfach so normale Leute, random vor deiner abgeschlossenen Tür stehen. Und sie so, ja, Sally, wir sind so eine Band und wir haben da von der Stadt den Bandraum unten gemietet da. Und ich so, alright. Im Bunker vom Militär? Es ist ja nicht, der Bunker gehört in der Stadt. Das Militär ist nur, der WK ist ja so, du bist nur einen Monat dort. Also das Militär ist, WK ist so, du hast so normale... ist so wie der Dorf von Wacken, wenn es nicht der Open Ja, genau. ist. Du hast so, eigentlich kannst du dir vorstellen, es ist unter einem Feuerwehrgebäude, es war einfach so eine Bunkeranlage gewesen. Und dann ist das Militär gekommen, hat quasi in dieser Bunkeranlage das Quartier aufgestellt für die 3 Wochen WK. Und Fahrzeugparkplatz vorne dran, alles rundum abgesperrt, dass halt keiner rein kann. Und dann sind sie nicht rein gewesen, und ich so, what the fuck, Alter? Und sie so, ja, also es ist eigentlich mit der Stadt und dem Militär abgeklärt, dass wir dürfen proben. Und ich so,
Ach schon. Also, ja, eigentlich ist das mit dem Kompaniekommandanten abgesprochen, und so, dass wir dürfen proben, weil wir haben ja unser Zeugs da und wir müssen es rausholen für Konzerte und alles wirst. Und sie so, oder irgend so. Und dann bin ich so, ja, okay. Dann bin ich auf dem scheiß Dings rumgerannt. Ich habe krass gesagt, bis ich den fucking Feldi gefunden habe. Dann habe ich dem Feldi die Situation erklärt und er so, fuck, wieso hat denen niemand meine Nattennummer gegeben? Wieso nicht? Ich könnte ja, auf jeden Fall. Irgendwie haben sie geglaubt, der Feldi hat gesagt, ja, logisch, mal, er weiss es, dann ist er runtergerannt. Und dann habe ich sie so gefragt, welche Band das sie denn sagen. Und dann haben sie mir dort den Namen gesagt und ich habe irgendwie so, dann einfach so dachte ich, okay, cool, ich muss das mal hören. Und dann haben wir dort eben quasi nebendran so unser Militärzeug gehabt. Wir sind dort irgendwann mal am Abend am Aufräumen gewesen und durch die Lüftungsschacht habe ich so Band gehört proben. Das war geil gefunden. Ja, turns out, the fucking Band was Knock Knock. Und ihr hast erst im 2023 zum ersten Mal gesehen. Jawohl, und ich habe jetzt nach einer Recherche, weil mir ist irgendwann, sie haben so komisch geredet, sie haben so Ostschweizerdeutsch geredet, so St. Gallerisch, so Rheintalerisch, so in die Richtung. Habe ich mal gegoogelt, so, von wo der Knock Knock kommt. Und dann steht dort, dass Knock Knock aus Oberried kommt. Und ich so, fuck me, das ist ganz sicher die Band gewesen. Ja. Also Knock Knock, falls ihr das hört und euch daran erinnert, es tut mir leid, habe ich 4 Jahre gebraucht, um euch endlich mal live zu sehen. Hey, es ist noch eine kleine Pandemie dazwischen gewesen. Hey, nehmen Sie mir nicht böse. Aber falls ihr euch daran erinnert, ich bin der Dude, der euch dort zusammen aus der Feldi geholt hat, dass ihr im Bandraum haben können. Was ich eigentlich fucking funny finde, das ist lustig, dass ich jetzt auch noch einen Podcast habe, wo man Schweizer Metal-Szene und Punk- und Rock-Szene promotet. Ja, und eben, dann hat Knock Knock Vorband von Strike Anywhere und hat einfach brutal abgerissen. Also richtig stabile, straight-up Punk-Rock. Ja. Richtig gut gewesen. Sind alle da gestanden, woo, Punk-Rock. Habe ich mir das Knock Knock-Shirt gekauft. Habe Strike Anywhere geschaut. Habe ich auch gut gefunden. Knock Knock. Ja, auch ein bisschen besser. Ja. Ich habe Knock Knock auch noch nicht live gesehen. Musst nachher. Namen habe ich schon so oft gehört. Sie sind am Greenfield. Ja, logisch, sie spielen am Greenfield, sie spielen am Grenichen, sie spielen überall. Ich habe ja vorher ein Video in unserer Gruppe-Chat gepostet. Wieso sind wir am 23. Greenfield und nicht Knock Knock schauen? Was haben wir Besseres zu tun gehabt? Ich weiß es nämlich nicht. Also, es war ziemlich sicher Bier gewesen, oder Gin Tonics. Oder Gin Tonics. Yes. Aber ja. Alright. Ja, wenigstens habe ich es jetzt mal geschafft. Das ist geil. Ja, aber dann bist du nochmal ans Konzert gegangen. Ich komme nicht mehr aus dem Schnurren raus. Ja, dann ist am Freitag das Konzert mit allen Local Bands im Baden gewesen. Es sind sehr viele Leute rum gewesen. Also, ich würde sagen, du hättest... Ja, also das Werk ist recht voll gewesen. Und das schon bei Aura. Das war recht cool gewesen. Also, es ist wirklich so, die haben gespielt. Und der Werk ist nicht klein. Ist das erste Konzert gewesen? Es sind, glaube ich, 350 Leute oder so. Das ist schon es sind etwa geschätzt so um die 150, glaube ich. So. Hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht ist es ein bisschen weniger gewesen. Aber gleich, also für Local Bands an einem Freitagabend in einem grossen Ding, wenn rundum noch Scheiß läuft, ist das recht gut gewesen. Sehr viele Punks dort gewesen, auch wieder ein Paar von der Hallenbar. Geil. Das war geil gewesen. Ja, und dann ist Crackfist gekommen, oder? Die, wo wir uns so gut darüber unterhalten haben. Von Shoutout Crackfist, die haben das auch kommentiert, haben gefunden, ist die beste Reaktion zu einem Bandnamen. Ich glaube. Also, Crackfist, es war wirklich insane gewesen. Es ist so ähnlich wie bei Cancel. Wir sind draußen gestanden, dann hörst du ihnen einfach plötzlich so ein riesiges Geballer. Wir so, okay, sind rein. Dann ist einfach so richtig straight up. Ich würde jetzt sagen, Mami, ich habe einen Powertrip haben. Und Mami sagt so, wir haben Powertrip die High. Und Powertrip die High werden einfach cancelled. Es ist einfach so richtig roher, no Bullshit, Hardcore Metal gewesen, der einfach gefickt hat, Alter. Also wirklich, straight to the face. Einfach 25 Minuten, gut 20 Minuten gefickt. Und statt der Sänger an, hängt das Mikrofon ein. Wir sind Crackfist gewesen. Und läuft weg. Und die ganze Band läuft weg. Das ist die einzige, ich glaube, der Nico hat gesagt, das ist die einzige Ansage, die er an dem Abend gemacht hat. Geil. Wir sind Crackfist gewesen. Einfach und dann ist er weggelaufen. Ja. Der war fucking sick gewesen. Also wirklich gebollert wie Sau. Und dann haben Sons of Coherence haben am Schluss gespielt. Ja. Die sind so lieb gewesen. Sons of Coherence kennen wir ja. Die machen wirklich gute Metalcore. Yes. Aber, da, für die zuschauen, iVand habe ich auch wieder das erste Mal gesehen. Und haben mich böse weggehauen. Alter, Homewards ist ja mal richtig. Nicht, dass die anderen Bands schlechter wären, qualitativ. Andere Bands qualitativ gleich gut. Einfach Sons of Coherence habe ich schon mal gesehen. Kenne ich.
mit denen haben wir auch schon das Konzert gespielt. Und Homewards habe ich bis jetzt eigentlich nur gehört, den Namen. Mhm. Und ich habe immer gemeint, die machen das so Melodic Hardcore. Eigentlich schon, ja. Weil gestanden ist Post-Hardcore. Und alle, meiner Meinung nach, die meisten Post-Hardcore-Bands kein Post-Hardcore machen, sondern Melodic Hardcore. Ja, schon. Ja. Mhm. Aber ich habe jetzt endlich eine Band gefunden. Ich habe jetzt endlich so eine scheiß Band gefunden, die Post-Hardcore macht. Die wirklich Post-Hardcore macht. Mhm. Und zwar ist es Homewards. Und es war richtig geil gewesen. Also ich komme auf die Bühne, spiele den Song und dann sagt er, «Salut zusammen, wir sind Homewards, wir machen ein bisschen traurige Musik und dann gehen wir wieder.» Irgendwie so etwas in die Richtung. Mhm. Und ja, das ist richtig, richtig fett. Also Homewards hat mich wirklich weggetatscht. Die sind richtig, richtig gut gewesen. So richtig, richtig düster. So, und eben auch die Post-Elemente, die ich geil finde. So, das so ein bisschen langatmige, düstere, mit einfach viel Wumms reinbretsch. Das war geil gewesen. Es hat richtig Spass gemacht. Und dann habe ich mir auch ein Homewards-Shirt gekauft. Ja, Homewards. Ich meine, dort bin ich bei ihnen im Proberaum eingemietet gewesen, vor 10 Jahren in Altstätten. Eben die Jungs habe ich auch damals vor 10 Jahren mal live gesehen und einmal haben... Sie haben jetzt eine Bassistin. Das habe ich nicht gewusst. Ja, aber ich glaube, sie haben auch einiges an Mitgliedern gewechselt, aber ich glaube, Core bleibt gleich. Aber Dings, wir haben auch zusammen gespielt in 2017, glaube ich, mit Whiteout. Whiteout, Homewards und Sink or Swim in der Met Bar. Das war auch geil gewesen. Aber seitdem habe ich wirklich nichts mehr von Homewards gehört. Ich habe nicht gewusst, dass... sie haben sicher noch Musik rausgebracht, aber ich muss sogar abchecken, weil... ihre neue EP, Alter, ist richtig sick. Wann ist die rausgekommen? 22. Dann haben wir den Podcast noch nicht gehabt, sonst hätte ich es... Sonst hätten wir es ganz sicher nicht gewusst und wir hätten es promotet und gelost. Yes. Aber geil, dann kann ich wieder mal gewinnen hören. Das ist richtig sexy, Alter. Das ist wirklich einfach ein fetter Abend gewesen. Wirklich, viele Leute, nur Local Bands. Wirklich nichts, was irgendwie schlecht war. Außer halt so ein bisschen Publikumsbeteiligung. Aber es ist halt auch so, wenn nicht so viele Bands, wenn nicht so viele Leute rum sind und nicht so viele Leute quasi, also nicht so viele Leute Bands kennen und vor allem, oh, jetzt habe ich Scheiß gemacht. Nein, habe ich nicht. Ja, da geben wir noch Rekord. Gut, sorry, ich muss glaube die Tastatur wegstellen, wenn ich da meine Physio-Übungen mache. Voll. Ja, das ist easy. Und darum, ich glaube im Fall, ich kann am 4. Oktober spielen. 4. November. Ja. Dann her sad for you, good for me. Ja. Voll. Aber bist du besser in dem Fall mit der Hand? Ja, ich kann jetzt, ich muss jetzt quasi Mobilisierungsübungen machen. Und ich kann heute Gitarre spielen ein bisschen. Ich kann schon lange ein bisschen Gitarre spielen, so Chords strummen und Bass spielen einfach gerade, ist auch gegangen. Aber ich kann heute endlich mal eine Palm-Mute wieder. Ja, okay, geil. Ja. Das ist gut gegangen. Ja, der Physiotherapeut hat ein bisschen umgedrückt dran und jetzt fühlt es sich schon viel besser an. Cool. Ja, das ist nice. Ja, aber Dings habe ich auch letzte Woche gesehen. Ich habe Matchbox Whispers und FNS Rate live gesehen. Ah ja, das ist auch nicht passiert. Letzte Woche, oder? Ja, letzte Woche. Ja, am Samstag. Voll. Nein, es war sehr cool. Es war pumpvoll gewesen. Und ich habe mega viele Leute gesehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Also ein paar habe ich schon an jedem Konzert gesehen. Nein, also es gibt mega viele Leute gegeben. Es war crazy gewesen. Und, also ja, in GZ Hönk, es ist auch nicht so groß. Es hat über 100, Gott sie haben gesagt 150 Leute, aber ich glaube nicht, dass die 150 Leute reinpassen. Ja, am Schluss haben die so 4-mal Bassist gewechselt und so. Das ist auch lustig. Fuck, Alter, das war so Chaos am Schluss. Ja. Erzähl mal, wie das von außen ausgesehen hat. Weil ich bin da gestanden und dann auf der Bühne und wir haben, also der Fenestrate hat gespielt und die haben noch nicht so viele eigene Songs. Das heisst, die haben eigentlich quasi ein komplettes Set nur mit Hits gespielt und 2 von ihren eigenen Songs, die auch gut waren. Ich kann die Namen nicht, weil ja. Aber es ist wirklich fies, wenn du als so Punkband, die eigene Songs hast, nachher noch spielst, wenn vor dir eine Band wirklich nur so Hits rausgelassen hat, nur so Offspring-Hits und Billy Talent-Hits und Rise Against-Hits und alles Wirste. Darum haben wir spontan, wir haben ja eigentlich nicht können proben als Band, weil ich kaputt war. Wir haben einfach die 2 Konzerte vorher gespielt, haben wir spontan einfach noch 5 Cover-Songs in unser Set aufgenommen. Das ist geil gewesen. Was sind denn? Green Day, Paranoid, Black Sabbath? Black Sabbath, Blur, Rage Against the Machine. Stimmt. Und ein Song von und der Zirkus Elefant Ferdinand. Ach, das ist fucking funny. Und das Ding ist einfach wirklich, ich habe eigentlich quasi von diesen Songs nur Song 2 und Paranoid wirklich können, weil wir die auch immer als unseren Einwärmsong brauchen und unser hey, wir brauchen den Fokus von Bella wieder, spielen wir Paranoid.
Und ja, das war fucking funny gewesen. Also eben, den Green Day Song haben wir, glaube ich, irgendwie eine halbe Minute zu früh aufgehört, wie der Silas und ich nicht mehr gewusst haben, wie. Aber es hat es, glaube ich, keiner gemerkt. Nein, also ihr habt es auch gesagt, etwa so. Ich habe so gespielt und dann ich so mit einem Part hängen geblieben und der Silas spielt den gleichen Part und wir schauen uns beide so an, so, Bro, wir sind zu früh in den Schluss rein, wir haben den ganzen Teil ausgelassen. Und dann stehen wir so dort und schauen den Marc an und der Marc auch so, schaut so den Silas an und der Silas so, und der Marc macht auch so, dann haben wir es einfach aufgehört und wir sind so, genau, wie du gesagt hast, so, dann so das Mikrofon so, ja, etwa so. Nein, also man hat gemerkt, ihr habt auch sehr gute Performance geleistet und allerdings sehr gutes Zusammenspiel live. Es ist so fast, als ob ihr jedes Wochenende wieder zusammenspielen. Es ist crazy. Ja, wir probieren auch, dass wir jede Woche einmal proben. So, das ist ein bisschen blöd gewesen. Und es ist das dritte Konzert nach ja, das stimmt. Aber eben, ich habe mich so unsafe gefühlt, weil ich einfach keinen Bass in der Hand hatte für 2 Wochen. Ja. Und ja, dann ist irgendwann haben wir unsere neue Single Mailman gespielt. Dann schreit der Andi, eben wo die ist auch schauen, schreit der Andi einfach «Bello, gib mir den Bass!» Und ich so, ohne der Silas hat den Song schon angefangen, rechts von mir. Und ich so, ohne eine halbe Sekunde zu zögern, so «Ja, ey!» Einfach so meinen Bass abgezogen, will einem Andi geben, dann haben sie den Andi auf die Bühne geleitet, dann hat der Andi auf der Bühne den Bass angeleitet. Ja. Dann hat der Andi den Song mit uns gespielt, das war richtig geil gewesen. So lustig. Dann haben wir dem Andi den Bass weggenommen und ich habe etwa 4-mal gefragt, ob jemand den Andi von der Bühne führen kann, bis irgendeiner gecheckt hat, dass der Andi wirklich nichts sieht und muss von der Bühne geführt werden. Oh, fucking hell, das ist er eine stand also Legende. dort und ich habe so, kann bitte einer schnell den Andi holen? Also, kann jemand den Andi von der Bühne holen? Und alle so... bis irgendjemand so das Gefühl, okay, das ist kein Witz gewesen, das ist kein Witz gewesen, man muss den Andi wirklich von der Bühne holen. Der Andi ist so ein sick. Das ist so eine Legende, der Kaif. Und dann haben sie ihn von der Bühne geholt und dann kommt so der Mike, der Bassist von Her Name Was Claire. So. Also, du hast ja mal als Scheiß gesagt, ich soll den nächsten Song also ich habe auf die Zettel geschaut, so, du hast ja mal als Scheiß gesagt, ich soll den Song lernen. Soll ich ihn jetzt spielen? Und ich so, ja komm, beim Fall spielst du den Song! Welcher Song ist es? Ja, mein Hate-Song, wie heisst er? Ich habe ihn selber geschrieben. Darum finde ich ihn nicht gut. Colonial Times. Alright. Ironischerweise, wenn du jetzt mal Spotify aufmachst, wenn du das da hast. Warte, ich habe es im Browser, ja. Ah, okay. Open. Genau, wenn du jetzt ironischerweise... Nein, es heißt Open Spot. Okay, sorry. Wenn du Spotify aufmachst, ironischerweise, und Matchbox, wie es bei Sachen liegt. Ich weiss nicht, wie es ausgeht, weil wir haben anscheinend unsere neue EP released. Keine Ahnung, wenn die rausgekommen ist, wieso das rausgekommen ist. Er ist nicht mehr rum. Der Colonial Times. Colonial Times ist sehr lang mal unser meistgelöste Song. Da haben wir, right? Ja. Was mich ein bisschen nervt, weil ich wollte eigentlich nicht spielen und die anderen wollen nicht mehr spielen. Ja. Ja, und das war noch funny gewesen. Ja, aber es war ein cooles Konzert gewesen. Ja, und jetzt, ja, das Wochenende kommen auch geile Sachen, Mann. Es war eine absolute Chaosveranstaltung, Alter. Also, stimmt, der PA hat ja Issues gehabt. Also. Ja, also geht's an Hönk, Alter, sorry, Brudis. Wie könnt ihr die hure fucking Venue mit gutem Gewissen auch Bands vermieten? Alter, der Luke von Her Name Was Claire hat einen Sound gemacht und der sich hat ja mal absolut Meisterleistung abgeliefert. Weil, Homies, wenn euch ein Subwoofer, wenn du den einstellst und ein bisschen pegelst, also wenn du ein bisschen dem Sound gibst, nur noch macht, dann ist das Ding am Arsch. Und du kannst einen Kopfverteilung nicht einer Band vermieten, die einen Live-Auftritt haben. Dann, zweitens, was hat euch eigentlich ins Hirn geschissen, dass ihr die gottverdammte PA runtergeregelt habt? Ja, Junge, also du hast nicht einmal können, unsere Monitore auf der Bühne sind Leute wie die PA. Weil die PA hinten dran wahrscheinlich irgendwie auf so 50% gedreht worden ist und dann haben sie ein Holzbrett drüber gemacht. Ich meine, ja, fair, dann wird es sicher nicht zu laut, aber es funktioniert halt einfach nicht. Stattdessen kannst du einfach einen Vertrag machen, unterschreibst und sagst, du machst nicht mehr als 100 dB in diesem Konzert und fertig. Darfst du eh nicht. Ja, aber kannst du nicht. Bekommst du einen Buß. Von dem her, ziemlich lame. Aber ich bin nicht der Techniker, ich weiss nicht, das ist das, was ich mitbekommen habe. Vielleicht liegt es falsch. Für eine Punkband hat es gut getönt. Ja, also ich musste über einen Bassamp spielen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Es hat gut getönt, also ich muss sagen. Ja, also ich glaube, der Luke hat es gut gemacht, es hat nicht schlecht getönt, aber eben, ich spiele eigentlich nicht über einen Amp. Ich selber habe es böse gemerkt, dass ich nicht meinen eigenen Basssound hatte. Aber wir haben heute Ich habe noch etwas random Mix, Alter. Sag mal. Kennst du Spotify? This is Parkway Drive. This is irgendetwas. Ich habe nicht so gesehen.
This is Every Time I Die. Und dann habe ich aber gemerkt, dass Every Time I Die sich ja letztes Jahr aufgelöst hat. Und es wäre viel gescheiter, wenn du einfach wenn Spotify geschrieben This was bei Band, die sich aufgelöst haben. Ja, eigentlich schon. So Spotify, also machst du das nicht? Weil sonst ist es voll verwirrend. Sonst hast du immer das Gefühl, die Band existiert noch. Und This was ist eigentlich auch viel der bessere... ist eigentlich es zollt der Band mehr Tribut, wenn du schreibst This was Black Sabbath. Ja, jawohl. Und nachher hast du das. Gut, weil Musik lebt weiter, aber wenn die Band nicht mehr gibt. Ja, die Band gibt es nicht mehr, aber die Musik noch. Und die Musik lebt weiter, deswegen ist und nicht was. Ja, aber jetzt... Aber das war's, weil die Band ist nicht mehr rum, weißt du? Es ist nicht so, dass sie noch... Aber die Nirvana, Alter, die Band ist tot. Ja. Darum, das was Nirvana. But Und dann, music lives on. ja, Brudi, das ist schon so, aber du sagst ja nicht, dass der Kurt Cobain noch ist. Ja, das ist gewesen. Das ist gewesen. Cheers. Cheers to that. Also, ich kann gedacht, ich mache mal eine kurze Folge, aber es wird schon länger. Aber das ist so viel. Nein, Den Rest haben wir jetzt nicht durch. Jetzt kommt der juicy Part. Also, wir gehen News. Metal Servola, breaking news. So, wir sind da für die News. Und News. als erstes, alright, ich kann es schon. Ah ja, jetzt wird's lustig, Achtung. Als nächstes, Passt auf, es wird gemetzelt. die Band Reed, ausgeschrieben Reat, jetzt wissen wir, dass es Reed heisst, hat einen neuen Song ausgebracht mit einem neuen Video. Und er heisst... Es ist retro-romanisch, wir machen es eh Der kaputt. heisst Quiet Shadow of Rhein. Der hat nicht mal so schlecht tönt. Ja, schlecht tönt hat es nicht. Die Frage ist einfach, ob es korrekt ist. voll. Also Quiet Shadow of Rhein ist Song von Reed mit einem Videoclip. Sehr wegen lustig. Das Video ist wirklich geil. Ja, der Videoclip ist absolut geil. Ja. Wenn er, und vor allem die Musik ist auch absolut geil. Also Mega. der Ricky und ich sind beide Fan davon. Mhm, das ist definitiv. wirklich geil. Und ich habe es ihm vorher schon gesagt, ich habe einen Homie aus der Region dort hinten, der selber auch Musik macht und das Open Air Cavalia mitveranstaltet. Mhm. Und jedes Mal, wenn der Songs schreibt, haben die eine hohe Ähnlichkeit mit dem, mit dem, was tönt wie der Song von Reed. Also es ist irgendwie, ich glaube... Gleiche Sprache. Nein, er macht Englisch. Alright. Er redet Italienisch, nicht retro-romanisch. Alright. Es tönt irgendwie ähnlich. Bitte. Was? Ich habe dir noch nie einen Song von denen gezeigt. Nein. Also Romanisch. Italienisch und Romanisch? Genau. Ja, hat etwas. Mhm. Aber es tönt auch etwa gleich Englisch wie Deutsch, ähnlich wie Deutsch und Englisch. Mhm. Und in jedem Dorf haben sie einen anderen Akzent. Ja, das stimmt. Also nicht mal einen anderen Akzent, eine andere Art, einen anderen Dialekt. Ich bin mir ziemlich sicher, aus dem Dorf nebenan verstehen die Band schon wieder nicht mehr. Ja, das Oder glaub aus dem Dorf aus dem anderen Tal wahrscheinlich. Ja, heute habe ich sogar angefangen zu lesen, woher der Roman gekommen ist. Ich habe es gelesen und ich so, alright. Ich bin eben so nicht ausgebildet in Schweizer Kultur. Und dann bin ich schauen und ich habe, glaube ausgelesen, so, es ist so ein Dirty Latin. Dirty Latina, si! Hoi. Also ist es eigentlich fucking sexy. Irgendwo ist so gestanden, wie ist es ein Dirty Latin Verse, keine Ahnung. Okay, also Fucking lustig. Das ihr habt es als erstes gehört bei Metal Server. ja, Retro-Romanisch ist sexy. Das ist Dirty Latina. Dirty Latin, Bruder. Genau. Also, wir haben etwas in common. Ja, aber sie sind sexy, du duschst einfach nicht. Ja, genau. Sorry. Das ist perfekt, ja. Nein, aber es ist cool. Neues Videoclip von Reed und dann kannst du den nächsten sagen? Sonst? Ja, Shadows Far haben eine neue Single rausgehauen. Sie heisst Blood Until We Fall. Das ist eine Band von Uri, die thrashigen Modern Metal spielt, seit 1999. Das habe ich als Fun Fact gefunden. Und ihr solltet das auschecken, Ja, voll. wenn ihr geile, thrashigen Modern Metal wollt. Ich meine, kennst du sonst viele Bands aus dem Uri? Also ich kenne 2 Leute aus dem Uri und das wär's gewesen. Ja, eben, ich kenne auch nicht. Eine wirkliche Band von Uri kommt von dem her. Cool, dass dort Shadows Far am Baller ist. Und ja, ich würde sagen, wir weiter zu. Nein, aber es gibt noch mal eine. Gehst du mal eins? Ja. All Fear No Killer. All Filler No Killer, ja. Stimmt. Die EP, die etwa so chaotisch rausgekommen ist, wie unser Konzert am Samstag war. Mhm. Ich weiß es auch nicht. Ich muss da mal noch mit dem Management reden. Ja, aber das ist cool, weil jetzt kenne ich eben ja alle Songs, weil ich habe ja 3 Wochen nacheinander, also 3 Wochen Ja, das stimmt. durchgelost haben. Und jetzt sind die
Songs eigentlich in Spotify, das kann ich dir hören und ich kenne die schon auswendig. So dem her. Ist sick. Ja, So gut. vor allem, ich glaube, sie sind okay für das, was man selber produziert Mega. hat. Also, es ist wirklich, also ich habe schon bei mehrmals gesagt, dass die Production dafür selbst gemacht ist und einfach easy gut. Ja, der Silas macht das gut. Mhm. Genau, also falls ihr noch ein bisschen Punkrock hören wollt, hört doch unsere neue EP All Filler, No Killer. Mhm. Mhm. Yes. Absolut kein Und- Pun mit Das ist mir noch im Sinn gekommen, weil ich bin am Montag noch bouldern, Mhm. wo du wirst auch gehen, wenn dein Arm nicht so am Arsch wäre. Ja. Und nachher bin ich eben All Fear No Killer am Hören gewesen, auf dem Retourweg. Und ich so wie, ja, Matchbox Whispers ist eben cool, weil es ist Punk, aber es ist nicht cringe. Ja. Es ist, eben, cringe ist das Wort gewesen. Und ja, es ist irgendwie, wir spielen da ein bisschen mit so Humor und so Scheiß und das finde ich geil. Und es ist, Ja, auch, ja. es ist wirklich nicht cringe. Es ist nicht so, wie ihr versucht, den Pop-Punk zu machen wie Sum 41 mit riesigen. Nein, das wollen wir eben nicht. Ja, genau. Es ist darum, ich glaube, darum nenne ich es Punkrock, weil es halt auch noch recht viel Ja, und halt dann einfach kommt musikalisches drin hat. und dann fühlt es sich wie authentisch und ist nicht so bist riesig und redest von wegen Pause ist scheiße in der Schule oder so. Ah ja, das ist fucking Pop-Punk-Bands, Ja. 30-Jährige, die Musik für 15-Jährige machen. Ah. Ja. Wie alt sind das Sum 41? 40, 50? Ja, aber die singen mit Sum 41 ist auch gut Sie haben gealtert. angefangen, sie haben Sum angefangen. 41 ist auch sehr gut gealtert. Alright. Blink 182 eigentlich so ein bisschen schlecht gealtert, aber das neue Album ist wieder. Das neue Album ist irgendwie wieder. Es tönt so, als ob sie 20 wären. Ich find's geil. Also das Album ist ja noch nicht aus, aber die Singles. Es tönt so, als ob sie 20 wären. Das ist geil. So, die grossen Pop-Punk-Bands sind, glaube ich, gut gealtert. So Simple Plan ist auch gut gealtert. Sum 41 ist gut gealtert. Blink 182 ist einigermaßen gut. Also nein, sie sind schlecht gealtert, aber jetzt wieder gut zurück. Aber so all die drunter. Yellowcard ist auch sehr gut gealtert, aber das ist nie so Highschool-Pop-Punk gewesen. Machen Good Charlotte überhaupt weiter? Good Charlotte ist auch sehr gut gealtert. Das ist sehr ein guter Ding. Also das letzte Good Charlotte-Album, das rausgekommen ist, alle hassen es, aber es ist ein richtig stabiles so Alternative Rock-Metal-Album. Also wenn du so 2000er Alternative Metal-Rock geil gefunden hast, so ein bisschen so, ich weiß jetzt nicht, mit was man es vergleichen kann, aber das ist so der Early 2000er, man hat es auch oft noch Nu Metal genannt, so das, was so Papa Roach gemacht hat, aber noch ein bisschen mehr Metal, weißt du, so mehr so nicht Punk. Post-Grunge? Ja, so Sustained, Seether. Ja, so ein das Zeug. Oder halt Post-Grunge einfach ist shit, ja. wirklich guter Pop-Rock, so ein 2000er Pop-Rock. Mhm. Wenn du das geil findest, musst du mal das letzte, oder meiner Meinung nach, ich glaube, das letzte Good Charlotte-Album bringen. Das ist noch geil. Das ist wirklich gut. Aber ja, sie sind halt nicht gross geworden. Ja, früher habe ich mega viel Post-Grunge gehört, besonders Stained, man, die sind so gut. Das Stained ist, glaube ich, schon noch geil. Ja, man. Ja, dann gehen wir mal weiter zu dem Konzert. Yes, Du kannst mal anfangen. Ja, am 20.10. am Freitag, Kiff Aarau. Ja. Alle, die auf fucking schnellen fucking Metal stehen und auch gerne mal ein bisschen Slayer schreien, sollen Goffentelli ins Kiff kommen, weil Comeniac eine Platte taufe. Der Ricky und ich haben gesagt, wir machen ein bisschen Werbung dafür. Von dem her, wir werden persönlich bei euch daheim vorbeikommen. Klar. Und ich kann euch nicht aus der Tür rausziehen, weil meine Hand ist kaputt. Ricky kommt, läutet, wenn du aufmachst, wirst du einfach mitgenommen. Wir gehen an das hure Konzert. Wir sehen uns dort. Genau, das wird geil. Ich freue mich. Bis dann, Comeniac. Und wie ist die andere Band, die noch spielt? Teutonic Slaughter und auf Dings freue ich mich auch mega. Wie heißen die so, ist es so Stoner-Dings, Stoner-Band? Ich habe den Namen vergessen, darum habe ich gefragt. Ich meine, ich habe das fucking Promo-Video geschnitten, Mann. Ja, wir haben viel es beide gesagt. Also. Eben, aber lass mal gucken. Moment mal, da Medienpartner. Teutonic Slaughter, jawohl, und Uncave. Aber auf No Mute und Uncave, ich muss sagen, also alle Bands sind sick, aber ich freue mich auf No Mute und Uncave, weil die kenne ich nicht und dann habe ich mal reingelassen, gerade Videoclip gesehen und ich so, alright, spannend. Besonders wenn du eben Video meditieren bist, oder? Dann musst du immer jedes Mal die ganze Zeit gleich hören, ja. bis das Editing fertig hast und dann eben die Parts, die wir genommen haben für die Promo von den 3 Bands eigentlich, aber eben Teutonic Slaughter haben kein Videoclip gehabt. Aber Fuck, immer Alter, noch. wie hat die Fresh Metal Band geheißen aus der Schweiz von früher? Battalion? Battalion, ja. Sick, Ist Mann. einer von Battalion jetzt bei Comeniac? Nein, oder? Weiß ich nicht. Ich weiss, mein Oberstift aus der Lehre war der Bassist von Battalion. Glaub's. Nein, ich glaube, der Gitarrist spielt bei Stallion.
oder so etwas. A Stallion, Battalion. Ja, genau. Und ich weiss nicht, ob die Rest weitergemacht haben. Ist wirklich schade. Anyway, gefährliches Halbwissen. Ich habe 2012 sogar eine CD von Underdogs, glaube ich, gewonnen. In Geil. einem Facebook-Contest. Schon noch fit. Facebook-Contest. Das ist Comaniac. so 2020. 20.10. Kifa. Also morgen. Wenn es rauskommt, wenn ihr das am Tag vom Release hört, morgen. Also wir sehen uns im Kiff Aarau. Yes. Witzig. Und dann, am gleichen Tag, wenn du nicht in Nähe Aarau bist, gibt es auch ein cooles Konzert im Bruch Brothers. So, ich glaube, der tust lieber du Shoutout, weil das ist genau das Ding. Ah ja, stimmt. Das ist genau mein Ding. Fair Play. Hast du recht. Das ist ein Bruch Brothers in Luzern. 20 ist 23 oder 23 and Beyond the Infinite. Ist eins. Ein Band, okay, 23 and Beyond the Infinite spielen zusammen mit dem Main Act Killer Must Be Wrong im Bruch Brothers. Wenn du auf Punkrock stehst, geh vorbei. Voll. Aber der Name 23 and Beyond the Infinite ist so wie, ich kann fast sagen 23 and Me, Alter. Das ist 23 and Me, ich verstehe die Referenz nicht. Kannst du nicht? Nein. Ist so, weißt du noch, was mega ähnlich war, dein Familientree oder Dings, wo vorher du kommst. 23 and Me ist einer von den Filmen, die in jedem Podcast als Sponsor drin sind. Ah, du meinst den Datensammel-Scam? Genau. Okay. Dann, ich weiß nicht, ist es ein Scam gewesen? Also ja, es ist nicht ein Scam. Du hast das bekommen, was du gezahlt hast dafür, aber sie haben halt natürlich deine DNA. Genau, ab früher oder später bekommen sie sie. Dann, natürlich, wieder gehen wir Comedy schauen. Ist das jetzt eine Drohung gewesen, oder ist das jetzt Nein. Ist das so im Stil gewesen von, ich sage immer, iRobot ist ja kein Science-Fiction-Film, sondern eine Zukunftsvorhersage? Es kommt, das ist klar. Aber ja, nein, wir gehen am Freitag Comedy schauen und dann am Samstag gehen wir eben nach Deiswil, in der Mühle Deiswil. Ist wieder mal eine Stunde von uns, also ist nicht nahe, aber ist schon nahe in Bern. Ja, nahe in Bern. Und für alle, die aus Buchsee kommen. Voll, und dann gehen wir Acts of Aggression schauen. Und das ist Shallow Descent, Save Last Breath, Illusionist und AMPM. Das wird fucking geil. Können wir uns das Promo-Video schauen? Wir haben das mega Mühe gehabt. Ja, gerne das Promo-Video schauen und vor allem teilen das Promo-Video. Fun Fact, ich habe nicht kurz Deiswil gegoogelt, weil ich nicht gewusst habe, was es ist. Google hat mir hure random Zeug angegeben. Deiswil hat 95 Einwohner, 2002. 95? 95 im 2002. Jesus Dann hat der Christ. Mike das noch mal ein bisschen genauer angeschaut, herausgefunden, Deiswil hat 88 Einwohner und einen Ausländeranteil von 3,5%, wo wir ausgerechnet haben, das geht dann auf 2,992 Ausländer in dem Dorf. Also, dann haben wir gesagt, kaufmännisch gegründet sind das 3. Alright. Dann haben wir Fun Fact, in Deiswil wohnen 3 Leute, die nicht abstimmen dürfen. Jesus Christ. Alright. Ja, es wird lustig. Ich weiss auch nicht, wieso das bei diesen kleinen Käfern immer ein Fakt ist. So in der Stadt, wenn du Zürich googelst, stehen einfach so 350'000 Einwohner. Niemals würde dort stehen, 2,5% Ausländer. Ja. Oder sind sie einfach stolz darauf, dass es nur 2,5% Ausländer Ich glaube, sie sind stolz, sind? dass der gerade wie tief ist. Oh, fuck. Ich habe mich gefragt, wieso so dort mit den Ausländern umgehen. Gehen sie gehen. Ist das auf der Gemeinde-Webseite gestanden? Oder was? Ich So als grosser habe Teil. es gegoogelt, ich habe Deiswil gegoogelt. Dann ist so, Also. Deiswil, so und so viel Meter über Meer, die Postleitzahl, 95 Einwohner, 3,4 Ausländer. Klammern, Leute, Personen, die nicht stimmberechtigt sind in der Schweiz. Jesus Christ. Einfach so aus dem Alright. Nichts. Fucking hell. Dann habe ich mich so spannend. gefragt, ist das einfach so, sie sind stolz, dass sie 3 Ausländer haben? Können Sie? Weißt du, weil Das vielleicht, können beide weil sein. vielleicht das Kaff nebendran keinen Ausländer hat und sie so, wir haben 3, ihr hure Flaschen. Ja, genau. Wir sind eine Weltnation. International Bruder. Wir werden jetzt sicher einfach so von der Gästeliste gestrichen, so Ja, die zwei. fix. Nope. Voll. Nachher, eben die Woche drauf, Yes, Gibt's, am Freitag. am Freitag, gibt es eine coole Halloween-Party im Dynamo. Und wir werden dort auch sein. Ich habe mein Halloween-Kostüm schon parat. Yes. Du hast deinen auch parat. Bella Bullet ist am Start. Let's go. Ricky Roshi ist auch parat. Ricky Roche, Bella Bullet, Nico Reckless. Let's go. Alter. Es wird funny, es wird sick, es wird fucking geile Musik laufen. Es wird, ja, einfach geil. Der Kommt vorbei. Ivo, der DJt, hat mir ja schon gesagt, hat mir schon einen kleinen Einblick gegeben in die Songs, die er wird laufen lassen. Eben, wenn ihr ein bisschen auf so 2000er, 2010er Scene-Sound steht, so ein bisschen guten alten Tear my heart open, also ein bisschen guter Dance oder Situations. Oder Hast du gerade Creed Nein, versucht zu singen? Papa Roach.
Ja, hättest du Der Song können. Scars. Cut my life into... Ja, aber Weil ich aber das ist nicht so habe crying. gerade With Eyes Wide Open gehört. Ja, es ist etwa das gleiche Lied. das gleiche Musst mal, ich glaube, es ist Scars von Papa Roach. Also, Alright, ich muss es Vergleich machen. es ist Holy ziemlich sicher shit. etwa das gleiche Lied. Ja, ich freue mich mega, es wird fucking Es wird lustig. sick, es wird geil. Ja. Und Ja. ich meine, ich habe schon von meiner persönlichen Gruppe, Kreis von Kollegen und so, kennt mega viele Leute. Also es wird, wenn du noch nichts Ja, kauft euch Tickets, bevor es keine mehr hat. weil ich habe das Gefühl, da wird mega viele Leute an der Abendkasse kommen. Ja, vor allem das Ding ist auch, wenn das gut läuft, gibt's, weißt, das jetzt müsst ihr hören, ihr Metal-Bands draussen. Yes, los. Wenn das gut läuft, ist das vielleicht nicht der einzige Anlass. Mhm. Und wenn das vielleicht nicht der einzige Anlass bleibt, gibt es vielleicht noch weitere Anlässe. Yes. Und bei weiteren Anlässen gibt es dann vielleicht anstatt DJs mal Bands. Mhm. Das heisst, wenn ihr es nicht auftaucht, wenn ihr ein Ticket kauft und mit eurem Band-Account vielleicht etwas postet, Mhm. dann sind die Veranstalter dort quasi, haben euren Namen schon mal auf der Platte. So funktioniert Marketing, so funktioniert Networking. Genau, Networking. Shit, Alter, EMS 2 bei uns. Yes. Und darum, kauft euch ein Ticket, geht dort hin, habt eine gute Zeit und eventuell spielen wir vielleicht alle mal Konzert, wer Yes. weiß. Ja, stell dir vor, du gehst Also ich bin dort, jetzt- du hast dein Kostüm geholt und nachher der Abendkasse gibt es keine Tickets mehr. Das wäre schade. Also hol dir mal das Ticket. Dann müsstest du auf Zürich an irgendeine scheiß Halloween-Party, nicht an eine gute. Ja, Mann. Also, let's go. Come on. Let's go. Mach's. Wir Du sehen uns weißt, du dort. willst es auch. Yes. Nur ein Jahr ist ein Jahr. Gang, Yes. hol das Ticket. Nur das Einmal im Ticket Jahr, ist ein einmal Jahr. im Jahr gibt es Halloween. Ich weiss nicht, es ist nicht so viel Geld. Komm. Was willst du sonst? Die auf Kinder warten, dass du Kaugummi gibst oder so ein Scheiß? Nein. Ich kenne dich, du gehst dafür für 120 Stutz wieder Rammstein schauen. Tu nicht so. Hey, letztes Jahr, letztes Jahr, haben wir extra mit Freunden, weißt du, eine grosse Packung von Candy geholt, dass falls Kinder kommen, wir genug haben zum geben. Ich habe die alle alleine gefressen, niemand ist gekommen. Alter, ich habe heute so ein Kilo süße Spinne gesehen und eigentlich will ich kaufen, aber ich habe es vergessen. Nein, egal. Ja, aber es wird lustig. Und dann, das wird am 27.10. 27.10. Und am nächsten Tag, Dynamo Zürich. Kommt. ja genau, also, Tickets gibt es auf eventfrog.ch. yes. Und am nächsten Tag, weißt du, wenn du ausgenüchtert hast, dann gehen wir alle nach Deutschland. Und zwar in Rheinfelden, gut, Rheinfelden ist praktisch Schweiz, gibt es den Jokerfest. Es gibt auch ein Rheinfeld in der Schweiz. Ah, Es alright. gibt beides. Ja, keine Ahnung. So weit kenne ich es nicht. Aber ja, in der Campus-Festhalle in Rheinfelden gibt es den Jokerfest. Und dort spielt Necroted, Gastrectomy, Impact of Thea, Save for Last Breath und Wrath of Alga. Holy shit. Bro, das ist ja... ich meine, wir gehen schon jetzt Acts of Aggression schauen, aber da müsst ihr fast auch dort hin. Weil das sind sicke fucking Bands. Mhm. Es wird ballern, es wird sick. Das klingt gut. Voll. Ich kann halt leider nicht, weil ich Video drehen habe dann. Ah, ist gerade wieder drin. Mm. Gibt es wieder drin? Alright. Ja, wir haben ja vor dem Sommer haben wir angefangen. Jetzt machen wir es fertig. Alright. So ist es halt, wenn man komische Arbeitspläne hat. Ja, ist so. Aber erzähl mal den nächsten, weil der ist auch noch spannend, habe ich heute gesehen. Es ist voll nicht in meinem Radar gewesen. Also, ich habe schon mal gesehen, aber nicht erwähnt im Podcast. Mal, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich unbedingt mal Sveti live gesehen, weil ich sie noch nie live gesehen habe. Also ich habe sie nur, Nicht? ich habe sie nur live vor mir gehabt, aber ich habe sie noch nie auf der Bühne live gesehen. Mhm. Und darum, alle, 3.11. Wolfheart, das ist glaube ich eine grosse Band. Oh, oder? das ist... Ja, und nicht einmal... Das Lustige ist, für Wolfheart und Before the Dawn und ist der gleiche Sänger. Geil. Und du musst Also, jetzt Doppelschicht geht Wolfheart, Before the Dawn, Irony of Fate und Devil's Rage. Mhm. Devil's Rage sind die mir gemeint haben, das sei Stonehill, gell? Ja, genau, wo wir vertäuscht haben. Genau, ganz genau. Und sie machen geile Musik. Ja, ist geil. In dem Fall 3.11. Kiff, Schweizer Bands unterstützen. Yes. Go. Dann am 5.11., das ist am Sonntag. Ah, fuck me, ist Wolfheart am Freitag? Ja. Genau. Am 5.11. ist der Sonntag. Gibt es in der Schule Luzern einen ganz besonderen Anlass. Das ist der Metal Talk Show, wo dort Lodgify mit dem Mahmoud Katan von Atropas auf der Gitarre. Also das wird eine sehr interessante Show und ich freue mich da. Und sie spielt mit Heathen Heretic. Also du hast zwei sehr solide Bands plus einen sehr guten Gitarrist, der dort aushilft für Lodgify. Und das ist in der Schule Luzern am 5.11., das ist ein Sonntag, aber scheinbar fängt es früh an, also du kannst auch früh heimgehen. Von dem her, es wird sick. Es ist doch mehr so ein Ding, so ein Anlass, wo wir noch zwei Bands spielen, oder? So Ja, ich glaube, es geht um Mental Health.
irgendetwas ist gestanden, wie das Ganze geht, ob es irgendwie ein Talk ist und nachher gibt es Konzert oder so, weiß ich nicht. Aber immerhin, wenn du nur für die Bands willst gehen, dann lohnt es sich schon mal und sonst gibt es einfach ein cooles Gespräch dazu. Aber ich glaube, ich habe keine Details gesehen von wie wegen. Das stimmt. Also, gibt es wahrscheinlich schon, wir haben es einfach nicht gesehen. Also, wir haben es einfach nicht gesucht. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist wieder so etwas, jetzt ist die Frage, wenn Leute am ersten Sonntagnachmittag, eigentlich wäre das viel gescheiter. Am Wochenende, wenn das Konzert einfach mal so am Samstag am 6 Uhr anfangen und um 10 Uhr fertig wäre. Weil dann könntest du einfach reinjassen wie Sau. Ja, voll. Und du könntest heimgehen, pennen und am nächsten Tag wärst du fit. Genau. Aber niemand würde um 6 Uhr an das Konzert gehen. Niemand. Einfach so, das ist viel zu früh. So. Ja, aber wieso ist es zu früh? So, weißt du, wie ich meine? So. Ja, voll. Ja gut, ihr habt bei der Hallebar ja recht früh angefangen. Ja, aber Rudi, aber jetzt sind es auch 5 Bands, Ja, darum haben wir um crazy. 6 Uhr angefangen. Und jeder mit einer Stunde Set, man. Fuck, genau. Aber ja, genau. Was ich noch wollte sagen, habe ich schnell gesucht, weil ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, aber ich erwähne es nochmal, da wir vorher von Deutschland geredet haben. Es gibt in der Raumstation Sternen in Augen, Das haben wir schon mal ja, erwähnt. das haben wir schon mal erwähnt, Aber es hat den geilsten Flyer ever. das ist der beste Flyer, am 11.11. in der Raumstation Sternen in Augen gibt es den Moshfest, den Super Mosh Bros. Und dort gibt es 4 sehr coole Bands, nämlich I Cut Out Your Name, Reforge, Unified Move und fucking hell, ich kann das nicht lesen. Wrong Way to Die, genau. Yep. Genau. Eben. I Cut Out Your Name, Reforge, Unified Move, Wrong Way to Die, Raumstationssternen in Augen, Deutschland, nicht an der Grenze. Augen mit 2G. Augen mit 2G, genau. Weil wir 2 Augen haben. Genau. Und 11.11. Lifehack. Willst du wissen, wie man necessary richtig sagt? Also richtig schreibt? 2S. Weißt du nie, wie man das schreibt? Das ist wie ein T-Shirt. One collar, 2 sleeves. Oh mein Gott. Necessary. Da haben wir es. Bildungsauftrag erfüllt. Alright, Metal Server super. out. Let's go. Voll. Und dann habe ich noch eine aufgeschrieben. Die Jungs von Imperio, ehemalig Jungs von Imperio, AC-Band, die auf Spanisch singt. Ich fühle die mega. Und die heißen jetzt nicht Imperio, sie heißen Sin Imperio. Das heißt genau das Gegenteil auf Spanisch. Eines ist Imperio und eines ist ohne Imperium. So, alright, cool, Alter. Also ich muss sagen, Rebranding und so geil, aber ja, hey, it is what it is. Sin Imperio heißen die jetzt. Und die Jungs spielen am 25. November, also wir haben einen Monat. Und das ist im Lakutz Langenthal mit der Band Holzer Hurt. Ja, gehen Sie mal abchecken. Mhm. Und gehen mal Sin Imperio hören. Was ist noch etwas? Ja, Das wäre es eben gewesen, oder? wir hätten sonst noch ein paar für Dezember, aber das können wir Ja, nächstes Mal Dezember machen wir später. Ja, genau. Dann können wir noch den. Der ist wichtig. Ich glaube, da müssen wir schnell, Entschuldigung. schauen. Ich glaube, Ja. da könnten wir nämlich, bei dem oben dran. Da könnten wir nämlich, glaube eventuell aus Versehen cancelled sehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe gemeint, die sind irgendwann dann auch Alright. dort. Ja, nicht gesehen. Aber nein, es stimmt. Ich muss das noch schauen, weil ich das selber spielen. Das musst du machen. Ah ja, stimmt. Dort, genau. Ja, sicher logisch, Ja. Alter. 16.12. Ruination Fest. Renation Metal Fest. In der Sägigasse Burgdorf. Mhm. In der Nähe von Bern. Bei Bern. Burgdorf bei Bern. Es Keine wird Ahnung. sick, Ist Burgdorf Bro. in Bern? Es wird sick. Nein, Burgdorf ist bei Bern. Es ist näher Bern, ja. Burgdorf ist einfach im Kanton Bern. Das ist eine eigene Ich Stadt. glaube, so 20 Minuten mit dem Zug oder so. Alright, 15. bitches, jetzt hören zu Ruination Metal Fest, Saturday 16, 12, 23, Doors 15.30, Shows 16.00. Eintritt 30 Franken. Mhm. Alter, 30 Stutz Ja, für ja. Among Vultures, Whiteout, Days of Ruin, Unified Move, Decade Effect, Diagnosis, Flolebo und Jor. Yes. Brudi, jetzt rechnen mal kurz. Das sind 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 30 durch 8. Rechnen mal 30 geteilt durch 8. Ja, gut, das Bei 3,5? ist, sind wir, sagen wir mal... 3,3. Okay. Also wenn ihr in der Nähe von dort kommt, 30 durch 10 ist 3. ja, es wird schon etwa das sein. Also ein bisschen weniger als 3. Ein bisschen mehr als 3. Mehr als 3. 3,2. 3,50 oder so. 3,2 vielleicht? Wenn wir es jetzt noch rechnen. Nein, 3,2. Rechnen wir. Ich sag 3, du sagst 3,2, ich sag 3,50. Okay. Mal schauen, wer 3,50 richtiger liegt. Gegen 3,2. So, jetzt, was haben wir da?
Wir machen beide so eine scheiß Wirtschaftsausbildung. Haben beide so eine scheiß Wirtschaftsausbildung. Yes. Keiner von uns kann rechnen, aber haben Bro, egal. So, wo ist mein Rechner? Da ist mein Rechner. 30 durch 8. Anyway, auf jeden Fall, wenn ihr nicht gönnt, dort aus der Nähe kommt und gerne Metal habt, weil es so jetzt teuer ist, dann komme ich vorbei und hau ich auf die Schnurren, Alter. Mhm. Weil das ist nicht zu teuer. 3,75. Oh, Jesus Christ, wir sind beide Goddammit, Alter. Du bist näher gewesen. Easy, ja, aber das ist Right. sicher ein hure fettes Line-Up, Alter. Ja. Gott verdammt. Sagen wir nochmal, Among Vultures, Whiteout. Days of Days of Ruin. Ruin. Und die Days of Ruin wurde schon lang live gesehen, Mann. Stimmt, wo die Dirty the Sorrow, was haben wir noch gesagt? Days of Ruin, Schweizer Annerv. voll. Dirty the Sorrow. Dirty the Schweizer Sorrow, Annerv. Alter. Unified Movement, HC Seeds. 11 Jahre? Ja, 11 Jahre, fuck genau. The Kate Effect, die Boys Slay It, Diagnosis, Vollebo und Jor. Vollebo ist übrigens im Gleichen gewesen. Ja, ich weiss. Mhm. Hat geopnet am zweiten Tag. Samstag, ja, ich glaube. Voll, es wird sick, es wird geil. Ich freue mich mega, weil Segegas ist eine geile Location im Fall. Also die Bühne ist der Shit, der Sound ist super. Ich freue mich brutal. Sick. Können wir Party machen? Let's go. Sick. Ja, und dann, ich würde es... was soll ich noch sagen? Nix? Alright, dann tue ich mal parat machen, die Musik für das nächste Segment. Jawohl. Nein, das kommt doch gut mit diesen Konzerten, oder? Jetzt sind es auch nicht so viele an einem Tag. Jetzt kann man das schön einrichten. Kann an jedes gehen. Kann auf gedudel.ch alles eintragen, so wie es muss sein. Und ja, ich habe vorher mal noch irgendetwas gehabt, wo ich das Gefühl hatte, sagt euch, ich wollte Kommentare lesen zum Thema dazu. Ich weiß noch nicht, was es war. Was meinst du, Ricky? Haben wir vorher mal irgendwas besprochen, wo du hättest Kommentare lesen können? Wo man hätte können Inputs von den Leuten... Ah ja, genau! Hat aber einen Kommentar gegeben? Was verkleidet ihr euch an der Halloween-Party? Ah, stimmt, das stimmt. Ihr? Wir machen morgen eine Story und dann könnt ihr es uns schreiben. Alright, yes. Ich muss so ein Promo-Video schneiden. Wir machen auch ein Promo-Video für Machen die ein Halloween-Party. Es wird geil, Mann. Es wird ganz sick. Jetzt kommt der nächste Segment da. Let's go. Yes. Alle zusammen zum Metal-Pornos. Yes. Metal-Pornos, wir sind da. Hashtag Musiker Tinder. Es wird einfach nie alt. Yes. Und wir haben heute sehr speziell Case, weil eine Person hat 2 Musiker Tinder gebracht. Und zwar, es handelt sich um den Brudi, Raphael Reichert. Der Brudi ist Gitarrist, spielt 6 bis 8 Seiten. Und der Brudi sucht eine Band, die Härte Sound in Basel macht. Ich glaube, er hat den Tipp von den Jungs von Wrath of Alga bekommen, dass er sich bei uns melden sollte. Merci Jungs. Und deswegen tun wir da den Shout machen. Ich habe mal etwas gehört, was er geschrieben hat und es klingt sick. Also, ja, ich würde es empfehlen, wenn du härtere Musik machst, dann schreib mal am Raphael Reichert, so findest du ihn übrigens im Instagram. Und ja, lade ihn ein zum Vorspielen. Und der Brudi hat gerade gesagt, hey, look, er sucht eine Band, aber er hat auch ein Projekt, das auf die Seite macht. Und es ist ein Tag-Deathcore-Projekt namens Numi, ist geschrieben N-V-V-M-I-I, also römisch Druckhold, Bruder. Und sie suchen dann einen Drummer, Vocalist, der hässliche Shouts macht und ein Bassist. Und sie haben noch keine Musik released, aber sie haben mir mal ein Snippet geschickt von einer Demo und ich muss sagen, es klingt hässig as fuck. Es ist wirklich für so Fans von Musik à la Wheel of Maya, Infant Annihilator und das habe ich auch sehr lustig gefunden, wie er geschrieben hat, etwa alle Deathcore-Bands. Genau. Also wenn du etwa wie alle Deathcore-Bands tönst, dann melde dich bei ihm. Raphael Reichert. Merci, dass du dich angemeldet hast, Brudi. Leute, wenn ihr mal eine Band sucht oder vielleicht mal selber eine Band sucht, ich habe jetzt zweimal das Gleiche gesagt. Wenn du eine Band suchst oder du eine Band bist, die einen Musiker sucht, schreib es mal, sodass wir dich im Musiker-Team erwähnen können und nachher möchte ich auch taggen in Spotify unten dran bei den Comments, sodass die Leute dich finden. Und ich glaube in Instagram auch. Genau. Und sonst, ich glaube, der Michel von Dings, von Ophidia Sai sucht auch noch eine Band. Der Bruder schreit hart und sucht eine hässliche Band zum Mitmachen. Yes. Das ist mal von Top of my head. Noch nicht ganz. Medbar Lenzburg sucht noch einen Techniker, einen Tontechniker. Oh, alright. Also, wenn du in der Nähe von Lenzburg... Ja, ich habe einfach heute einen Post gesehen, sie suchen einen Tontechniker. In der Medbar? Ja, also 1 bis 2 Mal im Monat Konzert mischt. Geil. Und schaut, dass es läuft. Und besonders cool, wenn zum Beispiel, sagen wir, du willst Erfahrung sammeln im Tontechnikbereich. Ich meine,
da ist, ja, wenn du sagen, du bist am Studieren oder hast mal Bock zum Lernen, ich glaube, da suchen sie schon. Suchen sie jemanden mit Erfahrung oder jemanden, Ja. Also ich weiß nicht genau, es ist gestanden Alright. jemand, der irgendwie schon ein bisschen also ich weiß es nicht, ich kann nicht, ich bin nicht mitbar. Alright. Ich will mal da schauen und vielleicht schreiben. Schreibst du mal an Medbar, falls du willst, den Tontechnik machen. Und ja, ist eine coole Location. Und wir sind sicher mal wieder mal dort bald. Ja, voll. Sonst habe ich, glaube keine... Nein, komm, machen wir das eigentlich fertig. Ich bin hure froh, dass mir heute nicht das böse S-Wort rausgerutscht ist. Hä? Das Deutsche. Das reimt sich auf wie geil. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie Aha. habe ich das den ganzen Tag Aha. schon im Kopf hinein und ich habe es noch nie ausgesprochen und ich habe Angst gehabt, dass es jetzt während dem Podcast passiert. Das Und ist du dann gut. die Editing-Fee hättest müssen Ich auspacken. wollte nicht die Editing-Fee rauspacken. Eben darum hören wir es gescheiter auf, bevor irgendetwas Yes. rausrutscht, was ich nicht sagen soll. Voll. Und wir haben schon seit noch den Swiss Cheese Metal Podcast gemacht, also machen wir nachher gerade eine Folge. Und ja, also wenn du mal findest, hey, coole Folge, aber ich wollte mehr hören, geh unseren englischen Podcast hören, den Swiss Cheese Metal Podcast auf Spotify, YouTube und überall, wo du Podcasts findest. Und ja, das ist gewesen für heute. Merci, dass ihr alle gelost habt und aufmerksam gewesen sind. Und du kannst mal etwas sagen. Oh, jetzt mach fertig, Alter. Du bist da am Fischen, du bist da am Ausholen. Du kannst etwas erzählen, bis ich den Auto schon gefunden habe. Also, okay, jetzt bist du so lange am Umdumpfen gewesen da. Ich weiss nicht, ob ich ihn schon mal erzählt habe. Ich erzähle jetzt einfach noch meinen Lieblingsmusikerwitz. Und zwar ist der folgendermaßen: Eine Band sucht einen Bassist. Dann hat sich aber nur ein Gitarrist beworben. Dann sagen sie so: Hey, sorry Bro, wir brauchen einen Bassist und keinen Gitarrist. Und dann sagt der Bassist so, also sagt der Gitarrist so: Ah ja, easy, Brudis, kein Problem. Gang einfach zum Arzt, lass mir die Hälfte von meinem Hirn rausnehmen. Dann bin ich Bassist, kein Problem. Also, das schon mal erzählt. Ist egal, ich erzähle jetzt fertig. Es gibt sicher Leute, die noch nicht gehört haben. Und ist mir jetzt egal, ich bin zu weit rein. Der Point of No Return ist überschritten. Auf jeden Fall, der Gitarrist geht ins Spital, sagt so: Hallo, ich wäre gerne Bassist, nehmen Sie mir die Hälfte vom Hirn raus. Und nachher sagt der Doktor so: Okay, Operation durch. Kommt zurück, der Doktor kommt: Hey, sorry, wir haben Ihnen nicht nur die Hälfte vom Hirn rausgenommen, sondern leider 3/4. Und der Gitarrist hockt dort und sagt so: Alter, alles gut, easy, gib mir einfach meine Sticks. Ciao zusammen.